Für Link ist kein Abenteuer jemals zu heiß, Freunde. Willkommen zurück zu Breath of the Wild. Hier natürlich mit unserem No-Brennen-Schutz. Also No-Heat eigentlich, aber naja. Ist egal. Also was ist eigentlich da oben los? Ist irgendwie... Aha. Ja, ich habe eigentlich... Hä? Da oben gespeichert, wieso bin ich jetzt hier unten? Crazy. So, vom letzten Part, was wollen wir machen? Ganz kurz testen, was eigentlich hier... Ah, jetzt kann ich... Okay. Ja, jetzt kann ich doch wieder hier platzieren. Hä? Ist ein bisschen crazy. Da oben platzieren geht nicht, hier unten platzieren geht schon. Ich kann da oben nicht speichern, wird irgendwie hier gespawnt. Ist ein bisschen sehr crazy. Aber ist ja auch egal. So, wir haben ja vor, zum einen ein bisschen DLCs mit Hauptstory zu kombinieren. Zumindest, ja, schon mal erwähnt in der Theorie. Hä? Was bin ich jetzt? 1, 2. Wo ist der dritte? Achso, da hinten. Oh, meine Güte, ich dachte schon. Ein bisschen sehr schreck gewesen. Ich glaube, ich versuche mal an dem hier hinten. Der sieht so schön weit weg aus. Heißt, teleportieren zu Rudania und dann mal ein bisschen rübergleiten, wa? Dürfte eigentlich ganz geil werden. Ja, so ein bisschen Sidequest kombinieren und so weiter und so fort. Das wäre natürlich ganz episch, wenn ich da mich vorbereiten würde jemals. Von wegen, okay, jetzt bin ich in dem Gebiet, ich habe die Sidequests noch offen, gut, dann mache ich so und so. Das wäre ganz geil, aber ja, wer mich kennt, der weiß, das ist, ja. Steht hier eigentlich? 100 berühmte Berge von Hyrule, Nummer 100, Todesberggipfel. 100? Es sind so viele. Ernsthaft jetzt? Krass. Das war Rudania, der hat schön sein Maul offen. Was natürlich jetzt hier ein bisschen, ja, muss ich doch fast sagen, ein bisschen schade finde, dass man da auch nicht sieht, wa? So, wenn ich jetzt näher gehe. Ein bisschen zu nähern. Ja. Warum muss ich eigentlich wieder wegteleportiert werden, nur weil es... das geht. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, warum nicht den zuerst machen, wa? Bin ja schön doof. Aber ich könnte sowieso im Prinzip erstmal alle drei aktivieren, wa? Wäre ja auch eine Option. Ach du Scheiße. Oh oh, Rival lädt neu auf. Hat er komplett verdrängt. Okay. Und überhaupt nicht gefährlich. Wow. Geronimo! Also ich würde es mir nicht getrauen, was Linke gerade treibt. Aber ich mal zugeben muss, also der Flug hier macht zumindest schon mal riesen Spaß. Also sprich so Lichtringen und so. Bisschen geiler als die letzten. Oh. So. Die Lichtringe. Und da ist schon der Schrein. Na gut, wenn ich schon mal hier bin. Hopp. Alle hopp. Shadow-Lon-Schrein. Ja, sicher mal erstmal aktivieren. Wir sind eigentlich noch zu Beginn des Parts. Also, ja. Aktivieren ist schon mal gut fürs Teleportieren. Ich hätte zwar Teleport-Medaille, aber eben die kann man nur einmal einsetzen. Insofern gibt das schon Sinn. So, damit wäre das schon mal erledigt. Nicht vergessen, dass ich hier hin muss. Ja, man sieht es anhand des Symbols, ja, was genau ist. Ja, geht schon. So, Nesse ist da. Also, er hat jetzt auch gesagt, eigentlich ist Rudania für alles am besten, war. Immer hier rübergleiten. Klar, hier wäre natürlich Rivalsfähigkeit ganz praktisch, deswegen wieder hier hin und dann wieder rüber. Ich habe generell das Gefühl, dass Starbucks-Prüfung am schnellsten vonstatten gehen wird, allein schon deswegen, weil Coronia
oder ganz Gebiet vom Todesberg. Man kann mich gerne korrigieren, aber ich habe das Gefühl, der ist sehr, sehr klein im Vergleich zu früheren Teilen, zum Beispiel zu Twilight Princess und so. Wobei der Todesberg eigentlich schon immer ein bisschen klein, aber hier ist halt, ja, es sieht eigentlich so aus, als wäre das hier Eldin. Wenn man es mal vergleicht, gut, natürlich Zuhörreich ist auch ein bisschen, aber wir haben halt Zurgebiet nur hier und hat man alles andere hier drüben noch, oder? Und, ja, wobei ist hier bereits Akala, Ja, kann man so oder so sehen, muss ich zugeben. So, da, wow. Da schon fast wird irgendwie runtersegeln. Da unten habe ich mir... Ja, da unten. Da dachte ich, könnte was sein. Der andere ist da drüben. Hallo, Dania. Ja. Du bist zu fett, Kumpel. Ich sehe den Lichtstrahl nicht. Das ist ein bisschen seltsam finden, oder? Sie haben gar nicht das Visier genommen. Wir wissen ja, sie sowieso nur dann feuern, wenn ich ihnen das Zeichen dafür gebe. Also, die Erklärung, dass ich nicht mehr da rein darf, ist jetzt im Nachhinein sowieso ein bisschen sehr beschissen. Also, sorry, aber hätte man auch anders lösen oder anders erklären können. Egal. Rivalis Sturm ist bereit. Ja, jetzt wo ich schon losgeflogen bin, du bist mal ganz lustig, Rivali. So. Lava, Lava, Lava. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke, Daruk. Hä? Mehr Lichtringe? Moment mal. Die Lichtringe des Vulkans durchfliegen. Es gilt der Lava Hitze zu ertragen. Also Lichtringe des Vulkans durchfliegen haben wir jetzt im Prinzip gemacht vorhin. So. Jetzt bleibt eigentlich noch ganz geschmolzene Gestein zu besiegen. Und der Lava Hitze zu ertragen. Aber da unten sieht es mir doch echt aus nach... Hä, ich bin jetzt komplett. Vor allem Lava Hitze zu ertragen. Wir haben ja die Keimbrennrüstung. Oh, und ein paar Kronen. Hey, wie soll man das machen? Übrigens hier ein Krog. Ja, also... Man kann echt davon ausgehen, wenn wir so einem Felsen, wo man sogar hochheben kann, so ein kleiner ganz alleine ist, muss hier ein Krog sein. Wieso ist der in der Lava nicht verbrennt? Kein Schimmer. Das sind halt die Kinder des Deko-Baums. So, da kann ich wohl draufstehen. Alter, wie der aussieht. Ich versuch's mal, wa? Ich habe keinen Brennen drauf und so, wird schon gut gehen. Ja, offenbar nicht ganz, wa? Da war Hitze zu ertragen. Ich meine, was natürlich... nee, das ist Quatsch. Mit der Zeit und so dachte gerade. Alter. Ach so. Okay, okay. Moment, mal kurz die Kronen abchecken, was die eigentlich wollen. Aber scheint echt so, als wäre... Gut. Natürlich, die erste Prüfung war hier unten, war mit Obos und dann natürlich generell, so Gerudo-Gebiet ist natürlich immens groß im Vergleich zu den anderen. Und hier haben wir natürlich noch ein bisschen mit den, ja, mit den ganzen Tingelinsen so Zeit totgeschlagen. Ja, da ist eigentlich klar, dass man sagen könnte, jo, das Gebiet in den Prüfungen dauern hier am längsten, der Rest geht relativ flott. Egal. So. Feurige Augen, ganz schön harte Prüfung. Der Aug war also hier. Und beugen und stricken. Da ist er, der Mann, der den Ausdauerhärtetest bestanden hat. Willkommen. Achso, stimmt, das waren die. Weißt du, warum Daruk der Grund diesen Ort gewählt hat, um zu trainieren? Wir sind 3 hitzige Kronenbrüder und werden die Antwort finden, indem wir selbst hier trainieren. Keine Frage, der große Daruk wurde so stark, weil er hier unten trainiert hat. Wir werden beim Training alles geben, genauso stark wie der große Daruk. Das ist der Weg, den wir die 3 hitzigen Kronenbrüder gewählt haben. Hier brennt die Luft. Siehst du einen Lachenring im Lavasee? Geh dorthin und dann stell dich in die Lava. Ich schwitze ja so. Selbst Kronen können nicht durch glühende Lava gehen.
trainiert hat, nicht gleich gemacht. Wir brauchen eine Strategie. Ja, meine Strategie ist klar. Und ich hoffe, es geht auch so, ansonsten hätte ich ein kleines Problem. Wieso ist allerdings 2? Das ist eine andere Frage. Da drüben ist noch eins. Und vor allem ist da noch so ein Feuerbruder. Noch ein zweiter. So, die vertragen ja kein Eis mehr wissen. Du Wechsellanze, ne, eine Eislanze. Auch lustig, war ein Eisfall einsetze, wie das Gericht oder das Fleisch oder was auch immer damit abschieße oder Frucht, was auch immer. Nahrung wird halt eingefroren, damit wird gebraten. Elektrofall wird gar nichts gemacht. Nö. Ist einfach nur ein edles Geflügel. So. Also, die Frage bleibt, wieso habe ich hier 2 davon? Kurz gucken, wie die... Ah, okay, jetzt ist klar warum. Was? Das Ganze... Hey, das sah so aus, als könnte ich gar nicht mehr greifen. Das war ganz schräg gewesen, war. So, der sinkt hier ganz runter. Die Frage ist natürlich, kann ich jetzt da trotzdem draufstehen, oder... Ich check das mal. Ist ein bisschen zu hoch, wa? Bleibt die Frage, warum sind es 2? Mal kurz gucken. Noch ein ganz bisschen nach hinten. Rüberspringen wird wohl auch nicht gut. Ich kann natürlich hier rüber gleiten, ne? Ist logisch. Warum 2? Könnt ihr rein theoretisch mit alle Sturm zusammenhängen, wenn ich gerade nicht mehr zur Verfügung hätte. Jo, mit den Füßen Lava kein Problem. Und das ist der zweite Schrein. Oh, offenbar doch. Hey, ich hab doch kein Brennen drauf. Was ist denn das für Quatsch? Set-Bonus, kein Brennen, trotzdem brennt's. Ja, nee, ist klar. Also hier. Abbeugen und strecken. Was zum... Dann sind schon das Leute Ring verschwunden. Ich kann nicht mehr trainieren, verdammt. Ja, nicht mein Problem. So, mal ganz kurz den Schrein hier activaten. Reno Himika Schrein. Oh yeah. Ja, könnte es hinkommen, dass wir in diesem einen Part alle 3... Ja, warum eigentlich nicht, wa? Oder ein bisschen nach die Zeit, aber eigentlich sollte es möglich sein, dass ich in diesem Part noch alle 3 aktiviere. Weil ganz ehrlich, ja, jetzt haben wir den hier. Quatsch. Den hier.
den hier. Fehlen nur noch der da drüben. Rivali haben natürlich jetzt nicht mehr. Wieder alle 3 bereits wieder verbraten. Wie krass, ey. Wie krass ist das denn bitte? Kampf hoch zu Ross. Am Reiten von den Kämpfen ist es hilfreich, sie mit Hilfe von ZL als Ziel zu erfassen. Erfassen. Klingt schon mal sehr sinnvoll. Hallo Rodania, da sind wir wieder. Haben wir noch eine Frage, Freunde? Nur wenn wir einen optischen Vergleich auch dazu haben. So. Jetzt sind ja Urbosas Macht, muss neu aufladen. Also, doch Urbosa und Rivalis Macht. Ist ja echt mal eine interessante Frage. Ach du Scheiße, kommen wir jetzt darüber überhaupt? Rodania ist ja zu breit. Wenn man da vorne einfach durchfliegen darf. Weh, du meckerst, Alter. Hä? Das Blau ist plötzlich weg. Da vorne irgendwas Blaues gesehen. Naja. So. Was war jetzt hier die nächste Prüfung? Einen Ganten aus geschmolzenem Gestein zu besiegen. Wird wohl irgendwie so ein ja, normaler Felstyp ist, einfach das Lava halt. Den wir auch schon kennen. Ja, das am besten, ja, Eisfall halt einfrieren. Oder mit der sonst Eiswaffe. Einfach halt irgendwie, also einfrieren, quatschen ist natürlich nicht einfrieren, sondern einfach ein bisschen. Was ist da vorne noch? Hä? Das ist ein bisschen seltsam, was von hier aus gesehen. Sturm, der geht gerade relativ schnell auf, aber das Gefühl. Moment. Gerade checken. Hier war ich noch gar nie. Ja, unschlecht. Gut, dann gehen wir da nachher hin. Warte, markieren wir ganz kurz, nicht vergessen. Ich war noch gar nie, stimmt. Vollidiot. So. Wir gehen langsam die Ausdauer aus, das finde ich jetzt nicht so geil. Ernsthaft? Was können wir da wohl machen, wa? Geht gar nicht, krass. Ja. Wird. Der ist stabil, der Kleine. Warte mal, da geht doch. Nö, geht nicht. Verarschen? Also ich habe nicht geschossen. So was Merkung, ich habe nicht abge... Alter. Ja gut, die ist natürlich auch explosiv hier, wa? Das ist gerade ein kleines Problem, weil ich wollte gerade das Teil wechseln. Scheiße. Eispfeil, ja komm. Anders mal war so Mifa sind aufgeladen. Sehr gut. Feuer ist nicht mein bester Freund. Gut, Donner ist er eigentlich auch nicht, von dem her. Da drüben müsste... Ich behaupte rein theoretisch irgendwo sein, wa?
Ja, es könnte was sein in der Richtung. Mal ganz kurz checken. Ich weiß, wenn ich mal ganz aufgeladen habe, ich habe Mifa noch als Rettung und sogar ein Parfüm noch. Also, da muss schon einiges passieren. Königsbogen, okay. Urbosas Zorn ist bereit. Mega Magma-Rohr, ganz schlecht. Wow! Sag mal, ich wollte eigentlich gleich ein Foto von dir machen. Sollen wir da rüberkommen? Achso, ja, ist ja hier Wind. Nichts gesagt. Ich war mal kurz auf Rivali, wa? Blocken bringt ja sowieso nichts, wa? Das ist mein Lavaklumpen, aber sonst macht er nicht viel. Okay. Hä, hat noch nie überhaupt? Hab ich gar nicht. Boah! Ich beschütze dich. Ja, zieht ihm noch viel ab. Aber den kann ich hier gar nicht einsetzen, oder? Ne, eben geht er nicht. Hatten wir ja schon mal. Kannst du mit Elektrofallen, also mal zum Vorschwächen machen natürlich. Stehhofen war noch ziemlich gut. So. Recht schnell. Alter! Ja, Mann, ist klar! Wow! Ja, das ist ein bisschen Spezialtypi, wa? Ich merke schon, der mag's nicht. Ah, ist das scheiße. Habe ja irgendwie auch nicht, womit ich ihn besser schwächen könnte, wa? Das wäre vielleicht eine Option. Moment. Was zum? Wir haben doch voll angefroren. Hä? Ja, jetzt. So, wieder hoch, weil da mag er nicht. So, mit der Strategie klappt's nämlich. Und tschüss.
gerade sagen, wir kommen jetzt an Einzelteile. Und normalerweise spuckt er doch ein bisschen was aus, aber ich glaube, das kann man direkt ein bisschen abschminken. Oh, schade, schade. Aber war ein cooler Kampf. Also im Prinzip die Strategie auf den ersten Blick, hey, sollen wir das machen, die Entfernung. Aber ich glaube jetzt auch mal, gut, Revali, er muss natürlich die Kräfte haben, um hier rüber zu kommen, wa? Also um die Dinger. Hui. Immer schon. Die Prüfung loszutreten, brauchst du sowieso alle 4 Fähigkeiten. Und du kannst natürlich Rivali Sturm einsetzen, so wie ich jetzt gerade einfach über den Fliegen. Da er sowieso das Feuer ist, wird es seinen eigenen Aufzug hervorrufen. Oder du gehst da hoch und gleitest dann über ihn und dann kannst du einfach mit Eis oder schwächen, oder? Und legst du dich kurz hin, dann haust du zweimal drauf, vielleicht auch 3-mal, je nachdem wie viel Zeit du hast. Vielleicht sogar mit Urboses Fähigkeit noch nachhelfen, könnte auch sein, aber jetzt nicht gemacht. Dann wieder hochgleiten, weil er sonst um sich schlägt, dann wieder draufhauen. Also so geht's, wie ich finde, relativ problemlos. Und vor allem haben wir alle 3 in dieser Folge noch gemeistert. Also zumindest mal alle 3 Scheine. Was auch schon ziemlich cool ist. Gut, Freunde, das heißt für uns, ich werde in der nächsten Folge mal den Tempel, den hier betreten. Wo wir auch meistern. Dann gehen wir mal hier rüber, gucken, was da eigentlich so abgeht. Und danach, je nachdem, direkt die beiden anderen Schreine hier oder aber, was ja auch eine Option wäre, dass wir dann noch irgendwie ein paar Sidequests einpflegen, weil wir haben sowieso Arkanen noch, glaube ich, 2 oder 3 und ja, muss ich noch nach einem Grund suchen, der auf da endet, müsste eigentlich auch innerhalb hier irgendwo im Gebiet Eldin sein. Ja, wir gucken mal, wa? Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.